Man hat herausgefunden, dass der chinesische Militärsatellit Yunhai mit den Schrottteilen der russischen Rakete Tselina 2 kollidierte. Dies stellten amerikanische Forscher fest. Dass alter Weltraumschrott eine Gefahr für Unfälle sein kann, rückt nun wieder ins Blicklicht. Eine schriftliche Mitteilung des chinesischen Außenministeriums berichtet, dass der chinesische Außenminister Wang und der englische Außenminister Raab telefoniert haben. Wang sagte in dem Gespräch, dass man anstatt Druck auf Afghanistan auszuüben, Afghanistan auf internationaler Ebene positiv unterstützen solle. Am 2. August haben Verwandte von uigurischen Gefangenen in China eine Anatolienreise organisiert. In Bursa veranstalteten sie eine Fotoausstellung und eine Konferenz, um dem türkischen Volk aus erster Hand Informationen über die Situation in den Lagern zu geben. Die Reise begann in Bursa, ging weiter nach Konya, Kayseri, Adana und ist nun in Osmaniye angekommen. Zeki Anwari, ein afghanischer Fußballspieler, ist von einem US-Flugzeug am Kabuler Flughafen gestürzt und verstorben. Andererseits teilte der Generalsekretär der Vereinten Nationen Guterres mit, dass sie bereit zu Gesprächen seien, wenn die Führung der Taliban feststeht. Der türkische Präsident Erdogan sagte bezüglich afghanischer Flüchtlinge, dass die Türkei kein Flüchtlingslager für Europa sei und rief Europa dazu auf, mehr Verantwortung zu übernehmen. Mehr als 1000 Menschen sind in Usbekistan aufgrund von Covid-19 gestorben. Dem usbekischen Gesundheitsministerium zufolge wurde in den letzten 24 Stunden bei 386 Personen eine Lungenentzündung und bei 844 Personen Covid festgestellt. Somit stieg die Gesamtzahl der Infizierten auf 146.500. 40 illegale Flüchtlinge starteten in Nordafrika mit einem Boot. Sie wollten zu den Kanarischen Inseln. Ihr Boot sank jedoch auf dem Atlantischen Ozean, dabei verloren 39 Flüchtlinge ihr Leben.